Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen wollen. Hallo zusammen, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Monumente, Kultur und Personen. Worum geht es heute? Jeder kennt sie. Jeder hat schon mal davon gehört hier in Köln. Und damit meine ich nicht den treuen Husar. Den kennt auch jeder, aber um den geht es heute nicht. Ich befinde mich an dem Gebäude, für das Mädchen, um das es heute geht, Namenspatronin stand oder steht. Die Wohnung, um die es heute geht, die ist eigentlich heilig. Und die gibt es schon seit ein paar hundert Jahren. Den Katholiken ist sie heilig. Dem einen oder anderen Evangelisten auch. Gucken wir doch mal. Heute geht es um das Ursula. Die Bayern, wie sagen die? Ursel, mit Kölschen sagen Usch dazu. So, also geht es um das Usch, was eigentlich auch sich auf dem Kölner Wappen wiederfindet. Mit ihren 11 Flammen, aber dazu komme ich gleich. Ja, das Ursula soll angeblich im 4. Jahrhundert gelebt haben. Aber da es da keine zeitgenössischen Aufzeichnungen zu gibt, zählt Ursula genauso wie ihre 11 bis 11.000 Vasallinnen zu dem Thema, was man unter Legenden zusammenfasst. Sagt, das ist eine Legende. Oder soll eine Legende sein. Wenn der Legende nach stammt Ursula aus der Bretagne, war also ja kein richtig kölsches Mädchen. Und lebt im 4. Jahrhundert, ist angeblich 383 gestorben. Die Legende Aura, die besagt, dass die bretonische Königstochter Ursula den Aterius heiraten sollte. Aterius, ja, oder Ätherius, wie auch immer der heißt. Ich weiß nicht, ob das mit dem heutigen Äther zu tun hat. Also Sohn eines heidnischen Königs von England, den sollte sie heiraten. Sie willigte ein, ja, logisch, warum auch nicht, man stellt sich ja gut, wenn man sowas macht, ne? Allerdings zu 3 Bedingungen, die der Bräutigam dann auch erfüllt hat. 3 Bedingungen, die der Bräutigam erfüllen musste? Ja. A, zuerst einmal, er musste sich taufen lassen. Hat er gemacht. Kein Thema. Kommt nicht was, fertig. Das zweite war, er musste Ursula plus 10 Vasallinnen und 11.000 Freiwillige auf eine Pilgerfahrt nach Rom begleiten. Das war 2. Das Ganze sollte innerhalb von einer Frist von 3 Jahren erfolgen. Ja, 3, 11, 11.000. Die Zahlen? 3 hat mit Köln nicht viel zu tun. Aber 11 und 11.000, das sagt uns was. Denn als das Ursula mit ihren Vasallinnen, sage ich jetzt mal einfach, egal ob das jetzt 11 waren oder 11.000, zurückkam, fuhren die auch hier den Rhein auf. Befinde ich mich jetzt hier auch an der Bord von St. Ursula, weil hier ist die Geschichte mehr oder weniger wiedergegeben. Da ist das Schiff und da ist hier eng. Da als Ursula nämlich in Italien war, hatte sie der Legende nach nämlich eine Vision. Und die Vision hat ihr Martyrium angekündigt. Also, als das Ursula, oder sagen wir wegen Usch, zurückkommt, waren hier nämlich die Vasalle. Das war nicht die Vasalle, sondern die Hunde. So, und die Hunde, ja, die hatte keine Frauen. Was tun, wenn da 11.000 Frauen kommen? Ja, man ist dran, du musst ja baggern. Wenn es normal nicht klappt, mit so einem Hunde, machen wir das anders. Also auch wenn sich der Prinz der Hunde in Ursula verliebt hat. Naja, trotzdem haben sie nachher alle umgebracht. Zu den Begleiterin von der Ursula gehörte die heilige Cordula, die sich beim Angriff der Hunden zunächst versteckt hat, sich aber danach ihrem Martyrium gestellt hat. Die älteste und bekannte Darstellung der heiligen Cordula findet sich auf dem Apsisfenster aus der Zeit um 1200, auch hier in Köln, und zwar in St. Gudibert. Ebenso die Augta von Köln, ebenfalls eine Gefährtin von Ursula, die ebenfalls dieses Martyrium miterlebt hat. Ihr gedenkt man hier am 12. September. Ihre Reliquien wurden unter Kaiser Maximilian I. nach Lissabon geschafft, also sprich nach Portugal. Und dort wird sie immer noch verehrt.
Augta ist auf den portugiesischen Darstellungen des Martyriums der 11.000 Jungfrauen und der Überführung ihrer Reliquien zu sehen. So, last but not least, war das Odilia von Köln. Über Odilias Leben ist aber nur wenig bekannt. Sie soll ebenfalls wie die Augta eine Tochter von einem britischen König gewesen sein und galt als Gefährtin von Ursula. Ja, und wie der drei hingen dann später auch dem Ursula, sprich dem Usch. Et wollte der Kerl von der Hunde nicht, also mord sie auch fort. Hätte sie kalt gemacht. Aber aus dieser Legende hat sich dann natürlich auch was Verehrliches. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, die haben die Relikte von diesen 11.000 Jungfrauen, die sie irgendwo auf einem Feld vor Köln gefunden haben, angeblich. Natürlich in ganz Europa, auf der ganzen Welt, haben sie verteilt. Also wurden natürlich auch Verehrungen den Teilen, die angeblich davon stammten, entgegengebracht. Daraus haben sich aber auch Grüppchen, Gruppierungen und sonst was gebildet. Und die erzähle ich euch jetzt, aber da muss ich mal auf ein Blatt gucken, weil das kriege ich so nicht hin. So, jetzt muss ich mich mal irgendwie zirkulieren, so die Brille dafür. So, dann kann ich nämlich auch ordentlich ablesen, auch wenn das bescheuert aussieht. Ordensgemeinschaften. Der Ursulinenorden, den ihr habt, das ist ein katholischer Orden, beziehungsweise ein von der katholischen Kirche anerkannter Frauenorden, der von Angela Merici 1535 in Brescia, Oberitalien, gegründet wurde. Die Gesellschaft der heiligen Ursula von Ande-Xanton von 1606, von Ande-Xanton in Dol in Franche-Comté gegründet. Also muss irgendwo in Frankreich sein, keine Ahnung. Ich kann das schon ja nicht raussprechen. Dann die Ursula-Bruderschaften, sogenannte Ursula-Schiffchen, die haben seit dem Mittelalter dann in ganz Europa. In Venedig existierte von 13 bis 1800 die Scuola di Sant'Ursula, eine Laienbruderschaft mit einer eigenen Kapelle, die für die Carpaccio seinen neunteiligen Ursula-Zyklus schuf. Also da habe ich nicht nachgeguckt, was das war. Da müsst ihr selber mal gucken. So, aber es gibt auch noch zahlreiche Ursula-Kirchen und Ursula-Schulen, also St. Ursula-Schulen. Die Jungferninseln in der Karibik wurden von Christoph Kolumbus zu Ehren der Märtyrerin benannt. Sancta Ursula und Smil Virgins und noch so ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Das Wappen der britischen Jungferninseln zum Beispiel ist die heilige St. Ursula. Das Kap zum Eingang der Magellanstraße in der Nähe des 52. Breitengrades wurde von Ferdinand Magellan Kap der Jungfrauen genannt, daher es am 21. Oktober 1520 sichtet wird. So, Zettel rumdrehen, es geht weiter. Das ist ja nicht wenig, ne? Die Insel Saint-Pierre und Miquelon vor der Küste Kanadas wurden vom portugiesischen Seefahrer João Alvarez Fagundes im Jahr 1521 nach den 11.000 Jungfrauen benannt, trug diese Namen allerdings nur kurze Zeit. Die deutsche Stadt Oberursel im Taunus führt ihren Namen auf St. Ursula zurück und führt diese auch im Wappen. So, jetzt kommen wir zu dem, was wahrscheinlich jeder kennt. Das Kölner Wappen. Auch da finden wir die 3 Kronen und die 11 Flammen. Wobei die 3 Kronen stehen für die heiligen 3 Könige, deren Gebeine ja sicher verwahrt im Dom sind. Und die 11 Flammen gehen auf das Ursula und ihre 11 Mitstreiterinnen oder 11.000 zurück. Man weiß es nicht ganz genau. So, gucken wir mal nach. Einen haben wir noch. Die 11.000 Jungfrauenkirche in Breslau wurde umbenannt und erinnert mit einer Statue an Ursula bzw. ihre geschichtliche Beziehung. Immer noch der Brille. Das heißt, es ist noch nicht zu Ende. Es gibt auch einen Gedenktag. Am 21. Oktober ist Ursula zu Ehren ein nicht gebotener Gedenktag im Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet. Jedoch ist das ein gebotener Gedenktag hier bei uns in Köln. Aus dem allgemeinen römischen Kalender wurde das Fest der heiligen St. Ursula allerdings 1970 gestrichen. Für ihren Gedenktag existieren zahlreiche Bauernregeln. Zu Ursula muss das Kraut herein, sonst wird's noch lange draußen sein. Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vom Christfest sein.
An Ursula muss das Kraut herein, sonst schneien Simon und Judas drein. So, also jetzt will ich das Ganze ja mal nicht irgendwie... Also jetzt wisst ihr, woher der Spruch ins Kraut schießt. Jetzt nach all dem, was da in ein Kraut geschossen ist. Denke ich mal, sollten wir mal dabei belassen, weil sonst wird das Ganze von einer Legende zu Farce. Und das möchte ich nicht. Ich möchte Ihnen ja eigentlich heute erzählen, wer es Ursula war, wo es herkam, und was es gemacht hat und wie es gestorben ist. Durch wen, meine ich. So, das habe ich eigentlich heute gemacht. Und somit hoffe ich mal, dass Sie für sich ein bisschen Spaß hatten, ein bisschen was dazugelernt haben. Und ich hoffe ganz doll, dass ich Sie bald wiedersehe, wenn es dann wieder heißt Monumente, Kultur und Personen.